In der Erzählung Akas von der Jidene haben wir einander verfolgt. Gar anders wie Chaim und Chane. Und da euch schildert Peretz die Freude, wie die bearbeitete, die Mamisch die bearbeitete. Sie ist interessant, als viele, wenn beschreibt und schildert uns Freude wie Marschals, vielmehr, als versteht, was es hat ihr gebracht zu dem, was sie ist. Beschuldigt ihr nicht. Beschuldigt die Welt von Männern, die Männerwelt, die jüdische Männerwelt, vernachlässigen der jüdische Freude. Und mehr wie vernachlässigen, man ist unterdrückt, wie die Welt unterdrückt die jüdische Freude. Und die Erzählung ist euch sehr stark. Schon bei ist, wenn wir lernen es, wissen wir nicht, wenn wir lernen es, wie es wird sich endigen. Da kocht in uns schon etwas gleich beim Anheben. Ist, wenn wir sehen. Das kleine Stiebel ist verheuschigt, wie in ihm der Dalles, auf welchen es weinen alle vier Wände. In einem abgerissenen Suffit steckt der Hocken, a Jossem noch ein gewesenem Hängleuchter. Der größere, abgeschälte Oven ist herumgegartelt bei den Lenden mit der groben Sack, steht übergebeugen in der Seite und guckt darüber zu seinen finsteren Schochen, zum ledigen schwarzen Käumen, auf welchen es liegt ein übergedrehter Top mit einem abgebrannten Rand und in der Seite ein olive verschollen, ein zerbrochener Löffel. Der blechene Gibber hat gehabt einen ehrlichen Tod. Ist gefallen in der Milchome mit ausgedarrter, ausgesparter, nächtiger Kasche. Der Stiebel ist überfüllt mit Kehlen. Steht ein Himmelbett, verhangen mit zerrissenen Vorhänglach. Durch die Löcher guckt Reus das Bettgewand, unsichtlich, mit reute verfederte Augen. Steht ein Wegel, von welchem erscheint Reus ein groß gelblich Käppel von einem schlafenden Kind. Steht ein Kasten, beschlagen mit Blech, mit einem offenen Hängelschloss. Es muss schon dort kein größer Schieres nicht sein. Steht noch ein Tisch mit 3 Bänklach. Das hölzerne Möbel ist einmal rot gefärbt gewesen. Heint ist es dunkel brudig. Rechnet noch zu, ein Schaf, ein Pommes-Schaf, ein Fass Wasser, ein Kutschube mit der Lopete. Wird ihr verstehen, als man kennt schon in Stiebel von Dalet al Dalet kein Spielke nicht reinwerfen. Und doch seien da ein und ein Sie. Sie, a jeden in die mittleren Jahren, sitzt auf dem Kasten, verspielt aus dem Ort zwischen Himmelbett und dem Weg. Sie hat in der rechten Hand das einzige kleine, vergrünte Fenster. Links dem Tisch. Sie arbeitet Sorg, schockelt zu das Fiegel mit dem Fuß und hält sich rein, wie lernt beim Tisch. Und lernt mit der singendig, walachisch, weinendig Kohl. Lernt und bewegt sich ruhig, abgerissen und nervös, teil wird schlingt teil zieht teil habt teil hebt rüber, teil angezittert, und drückt euch mit Liebschaft, teil schütt gleichgültiger Reus wie Albis von der Sack. Dabei ruht nicht der Recke.
Doch habt er Reus von Keschene einmal Reut von und ganz gewesene Fatschele wischt sich die Nose, dem Schweiß von dem Ponem und Stern, bald lässt er sie Europa von Scheuß und habt sich kreiseln die Päes, zippen der spitzige Erdelweiß, kaum gräuliche Bärdel, Ott, behält er sich ausgezupfte Haaren Seifer und häupt sich an Patschen auf der Knie, die Hände der vielen derweil die Fatschele habt sie und warf der spitze Mäuler rein, er beißt, warf über einen Fuß auf den zweiten und täuscht alle Minuten die Füße. Bei der ganzen Zeit knäht sich ihm sein blasser Stern in der Länge und in der Breite. Es knäht sich aus der Kometz über der Nose. Die lange Bremen wären unter der übergelegten Haut von Stern gemacht verloren. Derweil geht ihm, dacht sich, etwas als Stoch in der Brust. Chabt er und erlangt sich mit der rechten Hand auf der linken Seite ein Alchet, rappt und verlegt er den Kopf links, drückt sich mit der Finger die linke Seite Nose, macht mit der rechten Seite künstliche Fontane, warft über dem Kopf rechts, die Fontane spritzt von der linken Seite Nose, inmitten habt er schmeckt Tabak, zerhäutet sich besser, das Kohl klingt, das Bänkel knackt, es rudert der Tisch. Das Kind weckt sich nicht. Es ist gewöhnt zu der Musik. Und sie, das junge, eingeschrumpelte Weib, sitzt und schäbt Nackes von Mann. Sie lässt von ihm kein Auge nicht darauf. Ihr Euer verliert kein einzig Ton von seinem Maul. Einmal sieft sie, soll so tracht sie teugen zu der Welt wie zu jener, wollt ihr da euch wohl gewähnen. Euch. Macht reißt sie sich, der Schmus von Asakov wird nicht jeder solche zu beiden Tischen. Sie hört sich ein, ihr eingeschrumpfen Ponem ändert sich. Das euch was einmal. Sie ist euch nervös. Erst ist der Räuf ausgegossen gewesen, a wilde Hanoi. A so viel Naches hat sie von sein Teure geschäbt. Der Mond sie sich. Was heint ist doch schon Donnerstag. Es ist doch kein Dreier auf Schabbos nicht da. Und das Ganeden liegt auf dem Ponnen, wird was einmal tinkeler und tinkeler, bis der Schmeichel verschwindet von ganzen Ponnen. Danach warf sie ihr Blick durch ein vergrinkten Fenster. Guckt euch das so, es muss schon sein spät. Und es ist noch ein Stub, kein Löffel warm Wasser nicht da. Und die Spießlach bleiben mir stehen in der Hand. Ein dunkler Schatten hat schon das Ponnen bedeckt. Sie warf den Auge auf ein Kind. Es schläft schon unruhig. Es wird sich bald aufrappen. Es ist für ein kranken Kind kein Tropfen Milch nicht da. Und von Schatten ist schon eine Wolken geworden. Die Spießlach heben an in der Hand zu zittern. Sie warfen sich. Und als sie der Mond sich noch, als außerdem geht zu Pesach, als die Euren gleich mit die Benchleichter seinen versetzt, der Kasten leer, der Hängleichter verkäuft, hat man die Spießlach gar mörderisch zu tanzen. Der Wolken auf dem Ponem wird dunkelblau, ungeladen. In die kleinen graue Augen, was man sieht, kaum raus von unter dem Tichel auf dem Kopf, beweisen sich Blitze. Sitzt noch alt zu lernen. Bemerkt nicht, als es macht sich ein Gewitter. Als es wird allemal gefährlicher. Als sie lässt aus dem Sack mit die Spießlach von der Hand und hebt dann knacken die ausgedarrte Finger, als sie knetscht an dem Stern verweitig. Ein Auge wird zugemacht und das zweite guckt auf die Messerspitzen auf den Mann, dem Lampen, als es wollte ihm, wenn er soll es sehen, kiel geworden in alle Evrim. Doch sieht nicht, wie ihre blaue Lippen zittern. Wie die Gombe zittert, wie es klappt, die Razon in Razon, wie sie hält sich ein mit allen Keuches, nicht auszubrechen, wie der Dunner reißt sich und es darf noch eine Kleinigkeit, der soll raus von Maul. Das Kleinigkeit hat sich getroffen. Er lernt und er sagt,
Schma, Mine und teilt sich eus Benemines, ist von dannen gedrungen, will sagen 3, noch das Wort gedrungen, ist schon genug gewesen in dem Wort, hat sich angehabt, das verbitterte Herz, das ist gewesen, der Funk zum Pulver. Ihr starker Willen platzt. Das unglückliche Wort hat geöffnet alle verhammerte Teuren, aufgehackt alle Rieglach, äußer sich ist sie zugesprungen zum Mann mit Piene in Mäul, mit Nägel in Ponemerein. Gedrungen, sagst du, gedrungen? Oh ja, dringen, ich soll auf dir kommen, Rabbonische Leulam, hat sie ausgeschrien mit der häsere Kolferkatz. A dringen, ich, Rabbonische Leulam. Ja, hat sie weiter mit der Schlangenkohl gesichtet. Fahrpesach, Donnerstag, Kind krank, kein Tropfen Milch, ha? Es verfällt ihr Atem. Die angefallene Brust schlagt Qualjes von den Augen jagen Blitzen. Bleibt wie versteinert. Bleich ist aufgesprungen von Bänken. Und hat ihm verschreckt. Und hat sich hinterweilig gerückt zu der Tier. Sie stehen eins gegen anderen und gucken sich an. Mit gläsernen Augen verschreckt. Sie mit brennendem Verkass. Bemerkt doch bald, als sie hat Verkass kein Schlitten nicht. Nicht über der Zunge, nicht über die Hände. Die Augen werden ihr allemal kleiner, habt ein Eck Fatschele in Mäuler rein, ruckt sich noch ein bisschen ab, Atem tiefer und murmelt, Herr du Ische, weißt du, was ist bittel teure? Nicht lassen dein Mann lernen, ha? Als Parnasse, ha? Und wer geht dem Vögele? Als nicht glauben in Gott, als jetzt Hore, als nur die weltnarische Ische Marschaz. Nicht losen lernen am Mann, der Fall kommt gehennem. Als sie entfährt nicht, wird starker bei sich. Ihr Ponym wird bleicher und bleicher. Sie zittert allemal mehr. Und was mehr sie zittert und wird bleicher, fester und rascher wird ihr Kohl. Gehennem, Feier, hängen auf der Zunge, aber mit es Beistin. Sie schweigt, das Ponym ihres ist schon wie Kreid. Fühlt, als tut nicht gleich, als darf sie nicht so kränken, als redt nicht ehrlich. Nur einhalten kann sich schon euch nicht. Alles Schlechte, was hat bisher in sich gehabt, schütten sich ihm aus, kann sich nicht einhalten. Weißt was teitsch? Geht sein Kohl über wie in a Besendunner? Skille, das heißt, warfen in Grube rein und verschütten mit Steiner. Sreife führt weiter und wundert sich allein auf sein Hose. Sreife, das heißt, eingießen in die Gedärme a Löffel heiß kochendig, siedendig Blei. Harog ist besief, das heißt, man hackt ab dem Kopf mit der Schwert, oder so. Und macht eine Bewegung mit der Hand herum Hals, heint, Wagen, Herst, Wagen. Verstehst, bittel teure, als war bittel teure. Das Herz tut ihm schon verrachmones auf sein Karben. Nur es ist ihm das erste Mal, soll so Käufer sein. Es verschickert ihm, als narische Jedene. Hat bisher gar nicht gewusst, dass man kann sie so überschrecken. Und das ist bittel teure, schreit endlich aus. Hackt doch ab. Sie kann doch zu sich kommen und hat mal Bessen. Springt zum Tisch, vermacht die Gemorre und läuft raus. Im Beis Mädrisch hereingehe ich, schreit zu ihr, scheu mit der wecheren Stimme und vermacht noch sich die Tür. Das Geschrei mit dem Klapfen der Tür hat aufgeweckt das kränkliche Kind. Es hebt langsam auf die schwere Bremen, das Wachsengelpollen vergrimmt sich und es hebt dann zu pfeifen unter dem geschwollenen Nessel. Nur sie stellt als auf ihr Ort, äußer sich wie versteinert und hört nicht im Kindskopf. Reißt sich endlich ein häsere Kohl von der verengten Brust heraus. Also, nicht die Welt, nicht jene Welt. Hängen, sagt Wagen, sagt
Heiße Smolle? Blei, sagt Bittel teure? Gar nicht. Mehr gar nicht? Häschet ihr zerrissen im Herz. Da Hunger, ohne Kleid, ohne Benchleichter, als nicht. Das Kind hungrig, kein Tropfen Milch. Und dorten hängen auf der Zunge, bittel teure, sagt Hängen? Ha, 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 reißt sich rapp dem Mäus von ihr verzweifelt Kohl. Hängen? Ja, nur da, bald, als eins. Nur was warten? Das Kind hebt ein Hecher zu weinen, nur sie hört alles nicht. A Strick, schreit sie außer sich und sucht mit verblonzten Augen a Strick in alle Winkelach. A Strick, wo nimmt man? Soll schon mein Gebein doch nicht treffen? Lass mich heute das Gehennenpotter werden. Soll wissen? Soll seine Mama? Soll A Kapore bin ich. A Malchamoves. An Eck soll es sein. A Strick. Und das letzte Wort reißt sich heraus von Hals heraus wie ein Ruf auf Hilfe bei es Reife. Sie ermahnt sich, als es liegt nirgends ein Strick. Ja, unter dem Eufen. Man hat gesollt auf dem Winter dem Eufen überbinden. Muss noch dort liegen. Sie läuft zu und findet den Strick. Afraid. Sie hat gefunden den Mäuzer. Sie warf den Neug auf den Soffit. Der Hocken sitzt. Sie darf noch auf den Tisch herauf. Sie springt darauf. Noch von der Heuchter setzt sie, als das erschrockene, verhallischte Kind ist aufgesetzt. Es beugt sich über den Wiegel. Es will heraus. Ot fällt es heraus. Mama hat das Kind kaum herausgerissen von schwachen Hälsen. Es rappt sich an einen Eierkass. Sie warft weg dem Strick, springt herab vom Tisch, läuft zum Kind und warft ihm das Käppel auf den Kischen zurück, schreiendig, Mamser, a viele hängen lässt es mich nicht, a viele nicht hängen bescholem. Es will schon ziehen will es. Ot! Sam wirst du ziehen von der Brust. Sam. Na, Fresser, na, schreit sie aus in ein Atem und stippt dem Kind die ausgedarrte Brust in Mäuler rein. Na, zieh, beiß. Gar nicht wie schon weiß. Der Hipper. Ja, da ist nicht doch kein schon weiß. Da sieht der Mann nicht die Frau. Sieht sie nicht, versteht sie nicht, sieht nicht das Kind. Und darf sich nicht verantworten. Lernen teure. Sie ist verantwortlich. Sie ist verantwortlich für das Problem. Was ist das Problem? Bittel teure. Nicht, was ist nicht da, was zu essen, was zu trinken, das Kind ist krank, es ist nicht da, kein Medizin. Das ist nicht sein Problem. Das ist ihr Problem. Und das, was sie stört ihm im Lernen, das ist bittel teure. Und zu was der führt Peretz, zu was der führt ihr? Sie ist kmat, sie halt schon bei gehen Selbstmord, für was? Weil sie weiß, dass sie wird kein Eulen haben, nicht haben. Sie wird nicht haben. Das weiß sie schon von früher und der Mann hat ihr versichert. Nicht nur wird sie nicht haben, kein Eulen haben, sondern man wird sie peinigen. Man wird sie peinigen und strafen. Zu was darf sie noch leben und warten auf den Tod? Soll sie tun etwas allein? Soll sie allein etwas tun für sich? Soll sie endigen dem Gehennem auf der Welt? Aber sie kann nicht. Und was ist das Kind aber schuldig? Und was für ein Leben wird das Kind haben? Und der Mann wird zurückkommen und wird wieder sitzen und lernen. In ein Ecktisch. In ein Haus, was ist angeworfen, mit gar nichts.
Alles ist alt und zerbrochen und ledig noch ungefüllt mit zerbrochene alte Sachen, weltlose Sachen für ihr Leben. Und sie hat nicht kein Brechen. Sie hat nicht kein Ausweg. Die Tragödie von der jüdischen Frau.